So, jetzt geht's da weiter. Wir haben uns einen Tipp geholt, weil sonst hätten wir das nicht geschafft. Es ist kompliziert. Und ich glaube, ich werde da nie auf die Idee kommen. Habe ich beim ersten Mal durchzocken auch nicht geschafft. So, und es geht folgendermaßen. Das Ding da kommt, glaube da unten hier. Oder kommt das daneben hier? Nein, es kommt da hier. Dann kommt das Ding daher. Dann ist es zu. Dann kommt das Ding daher. Dann kommt das Ding daher. Stimmt das? Oder machen wir wieder einen Fehler? So, dann ist das so. Das ist so. Dann kommt das Ding da oben. Das Ding daher. Da hier. Das ist so. Dann kommt das daher. So, das ist dazu. Das daher und das da drauf. Und die Tür ist offen. Tja, wer das Schloss mit dem Dietrich ohne Hilfe geschafft hat, dann war er ziemlich gut. Wir haben das nicht geschafft. Besser gesagt ich. So, jetzt sind wir auf jeden Fall im Atelier. Und jetzt schauen wir mal da rundum. Was haben wir da? Die linke erinnert mich an Franziska, aber die rechte kenne ich nicht. So, jetzt werden wir da mal speichern. Und eine kleine Pause erlegen. So, und Servus, zurück sind wir. So, jetzt schauen wir mal, wo wir jetzt stehen geblieben sind. So, uns hat ja das Dietrich-Rätsel hat uns an den Rand der Verzweiflung gebracht. Letztendlich sind wir doch noch im Atelier angekommen. Und da schauen wir uns jetzt einmal um.
Die links erkenne ich nicht, aber die rechts kenne ich umso besser. Ida hat mir nie gesagt, dass er für ihn Modell gestanden hat. Links ist Vladana und Apollinas Bild ist nun auch fertig. Die Farbe trocknet noch. Okay, dann schauen wir mal da hinten. So, was gibt es da auf der Couch? Blut. Und zwar noch frisch. Blut. Da haben wir irgendwas. Mr. Ackermann, Ihr Verhalten ist finanziell nicht mehr tragbar. Ihr Vater gibt sein Amt als Botschafter auf. Sie kehren in Kürze mit ihm nach Amerika zurück. Packen Sie Ihre Sachen. Patrick Bell, Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. So, da haben wir was gefunden. Und sonst... Sonst gibt's da anscheinend nichts. Na, geh mal. So, und zwar... Wo gehen wir denn jetzt hin? Bei dem gibt es da noch irgendwas? Ich sollte ihn besser nicht stören. Da gibt's nix. Jetzt gehen wir mal zum Ufer. Oh, da waren ich glaube ich auch noch mehr. So, wie war das jetzt nochmal? Vielleicht gehen wir zur Polizeiwache und schauen, dass wir da irgendwie weiterkommen. Da ist keiner da. Dieses Stuhldesign wird sich nie durchsetzen. Da glaube ich war nix, oder? Da waren wir schon drin, da haben wir nix. Gehen wir auf ins Büro. Nun, Herr Inspektor, sind Sie mit der letzten Zahlung zufrieden? Ja, das könnte man wohl sagen. Der Botschafter wünscht Ihnen viel Erfolg bei Ihren Nachforschungen nach dem Mörder. Unsere kleine Abmachung dürfte damit honoriert sein. Leben Sie wohl, Herr Inspektor. Richten Sie dem Botschafter meinen Dank aus. Was den Mörder betrifft, so dürfte das passende schwarze Schaf bereits gefunden sein. So ein Schwein. Ist nicht wahr. Wow, das haut mich um.
So hatte ich mir dein Zimmer nicht vorgestellt. Miller, was zum Teufel machst du hier? Ich habe eher was im Stil von Hellraiser erwartet. Verdammt, Miller. Tut mir leid, aber ich wollte dir nur sagen, die partiellen Abdrücke und die auf der Flasche stimmen zu 99% überein. Wirklich? Ja, und ich dachte mir, du würdest Collar sicher befragen wollen. Okay, wir treffen uns dort. Unternehmen nichts, bevor ich nicht da bin. Geht in Ordnung. So, die Fingerabdrücke stimmen überein. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu Collar, da ich mal sagen. Der war da beim Campus. So, Polizei ist schon da. So, die andere ist auch weg. Ah ja, da ist der Müller. Den sprechen wir mal an. Hallo, Miller. Hallo. Vaclav, wir müssen Sie sprechen. Die charmante Agentin ist zurück. Charmante Agentin? Was soll denn das? Psst. Hast du das gehört? Was denn? Ist sicher der Fernseher. Glaube ich nicht. Doch. Ich glaube, da läuft Clockwork Nightmare. Nein, das ist nie im Leben ein Film. Ach Quatsch. Das nennt man eine berechtigte Vermutung. Mensch, Victoria. Fordert Date an. Verdammt. Mach ich. Später. Miller. Hast also doch recht gehabt. War bloß ein Film. Mach keinen Scheiß. Wir können echt Ärger kriegen. Mensch, relax. Komm, schauen wir uns mal sein Zimmer an. Na also, hab ich doch recht gehabt. Ist wohl Clockwork Nightmare. So, jetzt haben wir da Einbrucher. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um. Da gibt es nichts. Aber vielleicht hinten im Zimmer. Der Typ ist krank. Ach was. Hast du nicht die Bilder an den Wänden gesehen? Na und? Alles Horror, Mord und Pornobilder. Findest du das normal? So sieht's beim Drittel aller Jugendlichen aus. Der Typ ist unschuldig. Wir sind nur wegen seiner Abdrücke hier und nicht, um ihn in den Dreck zu ziehen. Das tun schon die Anwälte. Hey, wir brauchen einen Officer, um eine Tür zu bewachen. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Da haben wir Zeitungsartikel. Verschiedene Artikel über Serienmörder. Ich wusste gar nicht, dass Clockwork Nightmare sogar eine Fortsetzung hat. Was haben wir da? Die Wäsche, da steht ja förmlich vor Dreck. Okay, da haben wir dreckige Wäsche. So, und da haben wir irgendwas. Bilder von Opfern von Serienmördern. Ist das alles? Bilder von Opfern von Serienmördern. Okay. Da gibt es da nicht mehr. Ich habe in meinem Job ja schon viele abartige Dinge gesehen. Aber diese Unterhosen schlagen alles. Hey, das sind die Preisträger. Bundy, Gacy, Berkowitz, Ramirez, Fish, Ridgway und De Salvo. Mhm. So, da am Bett haben wir noch irgendwas.
Wenn ich das Bett mit Luminol einsprühen würde, bräuchte ich sicher eine Sonnenbrille. Wenn ich das Bett mit Luminol einsprühen würde, bräuchte ich sicher eine Sonnenbrille. Das mit Sicherheit. So ist es alles. Wir haben nichts gefunden. Da muss doch irgendwas geben. Am Rechner gibt's nichts. Da muss irgendwie an der Wand da was geben. Bilder von Opfern von Serienmördern. Aber das kann doch nicht nur... Bilder von Opfern von Serienmördern. Das kann doch nicht alles sein. Da nichts dazwischen. Bilder von Opfern von Serienmördern. Ja. Haben wir schon ein paar Mal geredet. Tja, da scheint wirklich nichts da zu sein. Tja, wo soll man denn noch finden?